Mit sanftem Klang und großer Freude geht's weiter hier bei Tales of Symphonia Chronicles. Oh yes, Mann. So Leute, ihr seht bereits, wir haben hier, das können wir links auswählen, weiterhin das Abenteuer von Tales of Symphonia zocken. Oder aber wir zocken den Nachfolger, sprich das Remake nicht, wirklich den Nachfolger halt damals noch auf der Wii. Tales of Symphonia Dawn of New World. Also da nur mal zum zeigen, dass man da bereits zum Start des Spiels entscheiden kann, welches der beiden Spiele der Chronicles Saga man zocken möchte. So viel mal dazu, aber Dawn of New World, das kommt ja später. Sobald wir hier irgendwie fertig sind, so also ein bisschen Blackscreen. Trophäeninformationen eingereicht. Ja, ist ja klar, ist natürlich super. Ich hoffe nur nicht, dass gerade mein Spiel abschmiert, beziehungsweise die Aufnahmesoftware. Nee, da kommt schon das Intro. Ja, ich würde es am liebsten nochmal gucken, aber ja. Wer es nochmal sehen will, da guckt sich am besten gleich meinen ersten Part nochmal an. Von Tales of Symphonia Chronicles. Alles klar, Spielarten. Dann gucken wir mal zurück in Iselia. Ja, wegen ersten, zweiter Parts, nicht wahr? Ich könnte bereits ein bisschen auf eure Kommentare eingehen, aber die Wahrheit ist... Oh, gerade ein bisschen laut auf meinen Kopfhörern, Entschuldigung. Die Wahrheit ist aber leider, dass ich diesen dritten Part bereits aufnehme, wo ihr... Naja, also ich sage es mal so, der erste und zweite Part ist gerade am Rendern, sprich, ich lese eure Kommentare leider erst später, sobald natürlich das Video oben ist. So, was soll ich noch sagen? Ich habe noch kurz den ersten Part nochmal angeguckt, wegen Namen und so aussprechen. Ja, Lloyd, Colette, alles klar. Der Typ heißt Chines, nicht Genis oder so. Chines, Menschskind. Gerade soweit stimmt das alles, aber ihr seht schon, kartenmäßig ist alles von Arsch. Ich erinnere mich noch, dass ich im letzten Part das so gemacht habe, dass ich mir vor allem Wasser des Lebens geholt habe, genau. Weil irgendeine von unseren Mitgliedern heilt uns ja ständig. Die Frage ist bloß, wer? Ich glaube, es war Colette, kann das sein? Den Gegner nähen, was auch nicht sie. Aber wer war denn das schon wieder? Wer hat uns das letzte Mal geheilt? Das Fireball? Naja, werden wir schon sehen. Ja, würde ich mal sagen, geht's weiter hier. Wir sind ein gutes Level. 4, 3, alles supidupi. Wie gesagt, Carpe ist ein anderes Thema. Wir müssen mal bei Gelegenheit angucken, was man dann noch ein bisschen stört im Spiel. Wie gesagt, das sind nur 2 Parts und halt bereits ein kleines Fazit ziehen. Ich finde das Spiel einfach, auch den Grafikeffekten so, dass alles so farbenfroh ist, einfach alles gigantisch. Was mich aber ein bisschen stört, ganz ehrlich gesagt, ist das mit dem Kämpfen. Sprich vor allem die Erfahrungspunkte. Wir kriegen so wenig XP, das ist zum, naja, ein kleiner Beschiss. So, kann das Kampfsystem noch? Ja, wollte schon sagen, können wir bitte mal heilen? Ich kann bloß nicht wieder. Ich meine, hallo, wir brauchen etwa 200 Erfahrungspunkte und kriegen wohl Kampf 15. Alter, weiß ich gar nicht mehr so schwach. Was passiert eigentlich, wenn ich down gehe? Würde mich auch mal interessieren. Komm schon, komm schon. Ich will gucken, was passiert, wenn ich drauf gehe. Übertu dich nicht. Da sagst du was Wahres. So, der wäre also hinüber. Oh, ich habe den Karten bekommen. Jemand hat mich geheilt. Die Frage ist bloß, wer war es? Ich habe gar nicht hingeguckt. Ja, ich bin doch ein Trottel. Wir halten uns jetzt ständig. Ist es Colette oder ist es Genie? Einer von beiden muss sein, der uns ständig heilt. Boah, 2 große Viecher. Finde ich auch lustig, wie die Gegner hier dargestellt werden. Oh, gar nicht gut. Wow. Genie sieht der Power aussieht. Wer hält uns denn da ständig? Muss was Colette sein, wa? 23, maximal 4 Treffer. Nicht gerade so gut. Man hat Leute inzwischen bereits ein paar Techniken drauf. Sonic Frost, genau, haut den Gegner mit einem mächtigen Schlag um. Okay, Tiefenfang ist normal, weil wenn ich jetzt nach oben mache. TP 5, okay. Ne, jetzt machen wir mal das hier und den mal, vergessen. Mann, ich will einfach, dass der hier vergisst. So, geht doch. Alles klar, Chancearten ist eigentlich, wird alles Picobello. Die anderen haben noch nichts Neues aussieht. Nee. Jetzt mit Chines aus.
Und 30 Erfahrungspunkte noch, Freund. Alter, wir brauchen so viele, ey. Das ist doch übel. So, nächster Gegner wieder. Naja, also Sonic Thrust ist ja wohl ein Witz. So, wieder blocken. Geht doch. Stilvoller Abgang. Ja, wir haben es geschafft, Mann. Und alle haben wieder ein bisschen Erfahrungspunkte gewonnen. Und Geld. Wir verstehen noch nicht, was gerade plus 0,04 bedeutet. Maximal 7 Treffer, das verstehe ich, aber gerade. Okay, es ist auf der rechten Seite so wie Geld und Zeit. Was können sie bedeuten? Gerade. Was irgendwie von der Gegnerstufe her? Wieso plus 0,04? Das verstehe ich nicht. Das ist das, was mich ein bisschen stört. Guck mal an, kann ich so einen gegnerischen Angriff unterbrechen? Ich kann zu wenig testen. Voll daneben. Voll daneben. Lass mich auch noch! Oh, ich hab gar keine TP mehr. Hühnchenfleisch. Ja, schön kann ich Sandwich machen, natürlich nicht. Und gleich sind wir wieder beim Tempel angelangt. Tempel von Martell. Nö, nein! Und ein bisschen trainieren. Menno. Bevor ich an den Tempel gehe, trainieren. Nein, weiter. So, dankeschön. Wo geht's eigentlich hier hin? Irgendwo war. Da oben ist so ein Viech noch. Und irgendwie hoch? Nö. Genau. Das ist das Einzige, was hier geschieht. Und die nächsten Gegner. Ein Wolf und ein Falke. Aua! Verdammt wenig TP. Ich sehe da TPXX, aber wer hat mich denn da ständig? Ach, das ist doch sie, das ist Colette. Also schlecht. Demon Fang. Wer auf die Gegner sicher nicht. Gerade jetzt bin ich Minus. Wieso Plus, Minus? Wieso? Was ist denn los? Hat das was mit dem Erfahrungspunkt zu tun? Ich glaube ja weniger. So, ich hoffe, wir lernen bald ein Level up. Oh, von hinten. Nein, gar nicht gut. Ich bin verwirrt. Verwirrung, das gibt's hier auch. Aus Skelett in Ruhe. Nö. Stilvoller Abgang. Yeah, Mann. Und was? Level up für wen? Für wen denn bloß? Für wer war's denn gerade? Für Chines, war genau. Für Chines. So. Colette noch einen Kampf und Lloyd noch 2 Kämpfe. War gut. Machen wir das noch, dann gehen wir direkt in den Tempel hinein. Ein bisschen Training kann nie schaden. Ja, ich weiß, Leute, ich habe früher vor allem beim anderen Tales of Spiel, sprich bei Tales of Xillia, aber das oftmals sehr vernachlässigt, das Training. Das Problem ist natürlich, Training, wenn man irgendwie 1-2 Parts nur trainieren muss, natürlich sehr mühsam. Also zwischendurch ist es doch immer sehr gut. Ja, Mann, Level up für Colette. So, ein Kampf noch ist. Unser guter Lloyd, auch ein Level höher. Na, komm her, du Flabberding. Was bist du denn? Wolf und Falke. Mann! Sonic Thrust! Demon Fang! Auf die Fresse, Mann! Alle springen will ich. Springen! Geht doch. Und ihm doch eine Erfahrung. Ja, es geht nicht. Hey, 17 Erfahrungspunkte bloß. Komm schon, ein Gegner nach, haben wir's. Da bin ich sicher. Wie viel? Ja, 7 Punkte, also noch, komm schon. Das packen wir doch noch. Eine Riesenwespe. Ach du Scheiße. Wow, was ist das gerade? Das hat die gleiche Technik wie meine. Und dann bitte ein Level up. Geil. Also Hühnerfleisch und Wundermittel. Und wir haben ein Level up. So, sehr schön. Ich glaube, er hat sonst nichts bekommen. Wartechniken und so etwas. Ne, wäre ein bisschen früh gewesen. Aber mal. Krass, auch ein Demon Fang, Guarding, Sonic Thrust, Fireball.
geilen Anfang. Erst, dass der uns ständig heilt. Ist eine weiterentwickelte Einheit? Weil irgendwie ist es ein bisschen seltsam, dass er bereits so viele Techniken drauf hat. Moment mal, ausführen geht das jetzt? Das kann ich jetzt auch schon. Oh, Menschenskinder und ich Trottel. Also kein TP mehr. Tja, also wenn ich das früher gewusst hätte. Ja, Leute, ihr merkt schon, ich bin in diesem Spiel noch nicht so, naja, oft zu Hause gewesen, aber egal. Es ist jetzt der dritte Part und ich lerne noch. So, rein da. Hat sie eigentlich einen Save Point? Alter. Erschreck mich doch nicht so, Mann. Aua. Sonic Thrust, Sonic Thrust und Demon Fang. Oh, Entschuldigung. Voll in die Fresse, Mann. Ja, wollte eigentlich gerade sagen, dass Schiene jetzt doch mal auf die Geister los soll. Aber gut, machen wir das so. Bams, Bams. Na, ungefähr zumindest. Ah, 40 Erfahrungspunkte bereits. Sehr schön, sehr schön. Okay, geht es ja noch weit weiter. Rechts waren wir bereits im letzten Part schon. Die Frage ist los. Oh, wieder mal so ein Tausendfüßler. Kakerlake. Ist eine coole, weit ferne Attacke. Den machen wir zuerst. Kraftschub. Geil. Von wem denn? Blohose? Das ist gerade zufällig? Als Gegner kann es kaum sein. Ja, der kleine Charme des Spiels. Oh, was noch drüben? Kann man hingehen, aber erst noch den Garheiß platt machen. Ach du Scheiße. Das gibt's nicht! Das heißt, ein ausdämlicher Zombie, so. Ne, ich geh auf den los. Und jetzt gemeinsam auf den Geist. Den Geist wollte ich sagen. Geht doch, gemeinsam sind wir einfach übel. Jetzt wird gerade plus 0,12. Das ist crazy. Da geht's Stockwerk runter. Schnecke. Eine Schnecke, was will denn die? Was will die hier? Ach Leute, das Spiel macht momentan so Fun, hey, unglaublich. Boom, Bams. Bounce. Ja, wegen unglaublich, ganz einfach deswegen, weil ich habe selten erlebt, dass mich ein Spiel bereits im dritten Part so mitnimmt. Hey, ja gut, vielleicht liegt es daran, dass, wie gesagt, bereits jetzt Tales of Xillia schon so ein Fan Tales of Serie wurde und jetzt halt große Erwartungen an das Spiel habe und die bis jetzt auch erfüllt werden. Vielleicht deswegen macht es Spaß. Aua, kannst du ablocken, das war cool. Aua. Hab genug KP, keine Sorge. So viel dazu. Level Up für Chines. Sehr geil. So, wer ist nächstes noch? Colette wieder mal weiter. Ich denke, Level 5 kriegen wir bei ihr noch hin. Bevor wir uns dann wirklichen Herausforderungen stellen. Und was ist denn hier los? Es ist versiegelt. Der Mana-Ring kann das Siegel sicher öffnen. Er wird hier im Tempel aufbewahrt. Wo denn? Los, holen wir uns. Ich weiß nicht, tut mir leid. Dann suchen wir ihn halt, Menno. Ja, hat was, Chines, hat was. Der ist sicher dort unten. Kommt also ein neuer Gegner. Wie sieht's aus? Wo ist einer? Wo ist einer? Die Schnecke, nö. Okay, ich stoppe runter. Wo sind wir denn jetzt? Ah, da ist er ja. Das ging aber schnell. Das ist bestimmt der Mana-Ring. Okay, holen wir ihn. Schau mal, hier ist was. Vorsicht! Alter, ein ganz fettes Teil. Was bist denn du für einer? Alter! Geblockt, Mann.
Hey, Kollege, hau ab, hau ab! Schnapp mich doch! Wow! Ein harter und ich hab keine TP mehr. Das ist doch kacke, Mann. Was bereits? Dabei waren es doch bloß 32 Erfahrungspunkte. Wow, es hat sich in einen Felsbrocken verwandelt. Naja, es war ja vorher auch schon am Felsbrocken. Okay. Oh nein. Alles klar, verstehe. Was? Wovon redet ihr beiden? Da hat sie bestimmt, da ist es ja. Servus. Oh, das ist noch eins. Okay, machen wir es fertig, werfen es nach unten. Tja, Leute, ist wohl nicht der Schleuste von allen. Der Schlaueste kommt, du Golem, ich mache platt. Mann, ich bin gar nicht schnell genug. Ich hab zu wenig TP, heilt mich doch mal, Leute. Aua. Okay, ich muss weg. Und das war es. 34 Erfahrungspunkte bei 7 Treffern. Alter, macht der noch Damage, ey. Greifen und bewegen. Ja, die Frage ist bloß wohin. Ist ja doch schlecht nach unten. Okay, der war dort, war. Sehe ich das gerade? Da müsste eigentlich der richtige sein. Boah, ich hole nicht dort hinein. Also dann eigentlich eher bereits. Greifen geht doch. Pfiuh. Ups. Aber jetzt gar nicht gesehen. Kann man eigentlich irgendwie runter? Ah, hier. Sehr schön. Und da ist lang gesuchtes Save Point. Na, geht doch. So. Ach, natürlich nicht. Ich mache noch einen zweiten. Okay. Ganz kurz abspeichern. Denn man weiß ja nie, was uns hier noch erwarten wird, Freunde. Im Tempel von Martell. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ey. La la Iselia. Ach ey, das Spiel ist so schön. Aber ich kann mir den Namen noch ein bisschen schwer tun. Der Golem so. Mir geht's nicht gut. Demon Fang. Dankeschön. Und weg hier. Ja, der Demon Fang von Kratos auch noch. Wieso hat er eigentlich die gleichen Attacken drauf wie wir? Crazy. So, mal gucken, hat der jetzt eigentlich genug Stärke, um uns noch ein bisschen zu heilen? Ich hoffe es doch mal. Okay, ich glaube, wir brauchen mehr TP-heilende Dinger. Wie zum Beispiel das hier oder Orangengel, genau, damit ich da auch noch unsere Charaktere halt healen kann. Durch Kratos Special Effekt kriegt eigentlich Erfahrungspunkte dafür, glaube nicht, wa? Doof eigentlich. Egal. So, beinahe schon perfekt. Jetzt auch noch Gegner, verstehe. Können noch links und rechts lang, aber erstmal den Ring holen. So, sehr schön. Das ist also der Mana-Ring. Ich habe schon davon gehört. Der ist ein heiliges Artefakt der Kirche von Martell. Damit sollten wir ihm fallen und Hindernisse überwinden können. Wow, lass uns mal versuchen. Okay, Leute, viel Glück. Der bist so kindisch, Mann. Mana-Ring gefunden. Ja, war jetzt aber sehr schwierig. Wenn den Mana-Ring in den du drückst. Yeah. Geil. Cool. Hammer. So, also natürlich noch gerne rechts und links lang, nur um zu gucken, ob es dann noch, abgesehen vom Gegner, noch etwas anderes hat. Was bist denn du für einer? Wo kommst du denn her?
ihr was aussehen. Das sind doch lehme Gegner im Vergleich zu unserem Golem. Die knüpft mir auch noch vor, denn er braucht viele TP. Genau. Ja, Mann. Seht ihr, ich kann's. Cool, Mann. So, ja, noch so ein dämlicher Gegner oder was? Gut. So haben wir gemacht. Wo ist der nächste Gegner? Hallo, ein anderer links. Also mit mir das nicht geht, weil ich bereits dort gemacht habe. Es müssen doch eigentlich neue Gegner hier erscheinen, neue Golems, die ich dann... Geht's nur eigentlich... Kann nur insgesamt 3? Nee, kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass nur insgesamt 3 wären. Oh, hier haben wir so eine Schnecke, toll. Da kommt jetzt wieder ein neuer. Und das war das nächste. Und der uns direkt bashen will. Immer schön auf Abstand gehen, denn ich mach so auch Schaden. Und das war's. Es leben die TP. Yeah. Wird dann aber das Level up. Oh, Kratos hat es bereits. Sehr schön. Und Leute, das ist bereits der nächste. Wenn ich mal sagen, am besten. Natürlich jetzt ein bisschen schwierig. So, Moment. So, jetzt geht's aber. Und blub. Da ein bisschen falsch. Da kommt bereits der nächste Golem. Was, Erdbeben? Da stand gerade etwas seltsames. Fireball! Demon Fang. Na, komm nur, das bringt nix. Du machst zu wenig Schaden und tschüss. Und Level up für Leute. Yeah, Mann. Und Freunde, das ist der perfekte Zeitpunkt, um gleich den Part mal zu beenden für heute. Ja, aber es ist mal soweit. Leider Gottes. Es ist bereits wieder mal ein bisschen länger geworden. Was? Oder 23 Minuten? Naja. Ihr wisst, ich bin nicht so derjenige, der jetzt exakt auf 20 Minuten achtet. Wobei es natürlich manchmal schon ein Vorteil wäre, vor allem wenn ich dann ein paar Parts sofort aufnehmen muss. Etc. So, fehlt noch ein Gegner hier. Ein Golem. Dann können wir bereits auch hier, sprich auch noch links weitergehen. Da wo es hier weitergehen wird, inklusive dem Mana-Ring, das sehen wir dann beim nächsten Mal hier bei Tales of Symphonia Chronicles. Das Abenteuer geht weiter. Bis dahin, ciao zusammen.